So, die Eröffnungspartie ist absolviert und jetzt geht es um die Brust im zweiten Gruppenspiel. Die Mannschaften konnten sich also schon mal an den Wettbewerb gewöhnen und jetzt geht es heute um die weitere Standortbestimmung. Ja, auf alle Fälle, Tom, und beide Trainer hoffen natürlich auf einen starken und guten Auftritt ihres Teams. Beide Mannschaften brauchen einen Sieg in dieser wichtigen Phase und für den weiteren Verlauf ist das ganz besonders wichtig, dass man heute erfolgreich ist und ich denke, wir können uns auf eine richtig spannende Partie freuen. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und dieses Tackling hat korrekterweise die gelbe Karte zur Folge. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und es sieht rot. Schön nach vorne geköpft. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Klasse, der lange Ball und in der Mitte, der Knoten ist geplatzt, das erste Tor ist da und jetzt hoffen wir doch, dass es da noch ein paar Tore oben drauf gibt. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Ja, das sah schon klasse aus, so schnell macht ihm das keiner nach. Und der Abwehrspieler hat aufgepasst. Und er umspielt die Gegner förmlich wie Slalomstangen. Klasse und das über diese Entfernung. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen, er gibt Gelb. Ja, das hat er anders vorgehabt. Wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Ja, das nenne ich Einlauf. Flankt er jetzt. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, und mit viel Gefühl in Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, für solch eine Aktion kann man eventuell sogar noch die rote Karte zeigen. Da hat er Glück gehabt. Sieht nur gelb. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Ja, langsam sollten sie wirklich mal einen Gang runterschalten.
Klasse rausgeköpft hinten den Ball aus der Gefahrenzone. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Da lässt der Torhüter aber überhaupt nichts anbrennen. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Also das kann er viel besser mit den Kopfbällen. Leider haben wir es in der Situation nicht gesehen. Weg mit dem Ball. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Klasse gespielt. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt abseits oder nicht? Ja, für die Abwehr könnte es Probleme geben, wenn er jetzt flankt. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Tja, so viele Tore sind jetzt nicht gefallen, weil sich alles im Mittelfeld abspielt. Aber das werden die Trainer ansprechen. Und dann hoffen wir doch mal, dass die Stürmer mehr eingesetzt werden im zweiten Durchgang. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Tja, und wenn sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Ah, gefällt dem Trainer. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Und es gibt Ecke. Und jetzt bloß weg mit dem Ding. Weg! Herrlich und was. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Freistoß. Ja, deswegen steht die Mauer da. Zieh ab, Junge. Wieso an dieser Stelle ein Foul?
Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Ich wundere mich nur, dass es nicht noch die gelbe Karte gibt. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Mit den Fingerspitzen geklärt, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Ja, da freut man sich als Torhüter, wenn man so einen Eckball serviert bekommt. Ein Weltklasse-Pass. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Tja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter da gelb gibt? Natürlich nicht. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Die Mauer stand goldrichtig. Schön weitergeleitet. Ja, das hat er gut gemacht. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Klasse Pass. Er läuft auf das Tor. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Und er holt sich den Ball. Was für eine Übersicht. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Ja, das sieht gut aus. So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Starker Kopfball. Ja, Fehlpass. Ja, das war ein klasse Kopfball. Guter Pass, mit viel Übersicht gespielt. Ja, und das ist schon klasse, wie er das macht. Toller Kopfball. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so... Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Ja, wenn das kein Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Und daraus könnte was werden.
Unglaublich, wie gut die da hinten stehen. Perfekte Disziplin, perfekte Organisation. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.